Das wirklich ein Sujet, den ungeht. Das ein extrem a priori emotionale Sujet. Ich meine, den Herr Marger Sänger Vorstellung hat praktisch 5 Minuten lang einen emotionalen Diskurs gehabt, wir eben noch zu weise wie Teen trifft, mit der trifft also auch alle gut, dass der in der Besass den Missbrauch von Mannerjährigen wird an unserer Gesellschaft und überhaupt näherens eng Platz hat. Ich meine, das ist ganz, ganz evident. Von mir als Lomhai aber mit dem Projekt nesetzen wir ganz klar auch an einem Souci von Objektivisierung an rationaler Approche, weil ich meine, wenn man Strafrecht schwätzen, muss man all die Aspekte auch mit berücksichtigen. Und das sind unbedingt politische Courage, wie mein Vierredner gesagt hat, den allein soll zählen, mir auch Durteiler, also die Navi von den Gerichten, von den Justizinstanzen, an so Rechtsprinzipien wie Präsumption d'innocence und Recht auf einen fairen Prozess und einen normalen Delay. Alles das sind Prinzipien, die man trotz all dem werden emotional bei uns kann auslesen, aber nicht sollen und dürfen vergiss gehen. Das wichtig, dass man die Prinzipien, die der Rechtsstaat eben ausmachen, auch an so einer schwieriger Materie erhalen. Lo sind die verschiedenen Aspekte, ich probiere das ein bisschen zu schematisieren, was wir lo hören, und die Verschärfung von den Sanktionen als nächstes Element, was ja hervorgehoben wird. Und da will ich sagen, dass der Parquet General an der Parquet von Lützeburg an dem Dickrich gesagt haben, les auteurs estiment que l'augmentation drastique des peines proposées par le projet de loi est exagérée. Sie vergleichen das mit anderen schlimmen Sachen wie Homizid volontaire zum Beispiel. Kommen zur Conclusion, il considère que la gravité des infractions sexuelles n'est pas proportionnelle aux peines proposées. Das ist schon ganz wichtig, weil wie gesagt, wir möchten den Unterschied zwischen der emotionalen und dem Entsetzen, was wir alle gut teilen, und aber auch den Vergleich mit anderen extrem schlimmen Sachen wie den Homizid, wo ein Mensch stirbt dabei, und da sollte aber dann aber eine Proportionalität respektiert sein. Die Verjährungsfristen wurden anderen Delayen ganz kompliziert. Materie, wenn wir wissen, dass Verjährungsfristen nicht umsonst da sind, das ist einfach bedingt, weil Gedächtnis mit der Zeit nur lässt, weil einfach Beweisführung immer mehr schwer ist. Und das ist auch nicht von ungefähr, dass man dann Procureur Premier Avocat General vom Parquet den 28. Januar gesagt hat, was die Verlängerung von der Verjährungsfristen angeht, der wenn etwas nicht vergessen, mir schacht la preuve, nur 30, 40 Jahre, was sollen wir da machen? Gedächtnis als etwas, das mit der Zeit nur lässt. Für zu einer Kondamnation zu kommen, das wird für uns ganz schwierig gehen und so weiter. Also auch da sieht dann der Parquet, Cour supérieure de Justice und andere, dass das so einfach nicht geht. Die Cour supérieure de Justice sieht auch nach il s'y ajoute pour ce qui est de l'imprescriptibilité de l'action publique proposée, qu'à l'heure actuelle, seuls les crimes les plus graves, à savoir les crimes contre l'humanité, bénéficient de ce principe. Wir gingen also sexuelle Missbrauch, was ganz schlimm ist, und ein Mensch, aber auch sich, was die Verjährungsfristen betrifft, gleichstellen mit den Crimes contre l'humanité, wie Kriegsverbrechen und so weiter. Dann aus den Parquet General und noch Parquet so, dass die Theorie von der Amnesie traumatique, die auch Haie Vierredner zitiert hat, ganz kontestiert. Also das so, ich habe mich an der Zeit interessiert für die Literatur an den USA, notamment noch Therapien. Da gibt es große Polemiken über die Memoire fabriquée, das Leute bei einem Psychologen gegangen sind und dann hast du nur gesagt, ja, die Probleme aus dem Leben stammen aus einem verdrängten sexuellen Missbrauch, dann ist es zu Prozessen kommen. Also da muss ich ganz gut aufpassen, was da alles geschieht. Und dann ist eine andere Observation in dem Kontext auch gemerkt gehen, wo le ministère public, les membres sous-signés du ministère public se demandent si l'imprescriptibilité ou l'allongement des délais de prescription, also die praktisch unendliche Ausdehnung von der Verjährungsfrist, ne contreviennent pas à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Das ist eine absolut berechtigte Frage, weil auch das als Grundprinzip von unserem Rechtsstaat. Da komme ich zum Inzest. Ein Inzest, das tut eng biologisch Basis, dat de verboten ass well eben durch incestuös Relationen iwwer Moral kein Zweifel als absolut net akzeptieren, of an net Fleisch an einzelne Kulturen do ernstnecht gesieget. Mir Schwezelo hai fir als Land, fir als Kultur, dat ass net zu akzeptieren mit den Ursprung, fir wat den Inzest net akzeptiert als auch biologisch motiviert, weil einfach dann zu einer höheren Zahl von Deformationen, genetischen Deformationen dann kann kommen.
Dafür ist es schon zu haben froh, noch wenn wir da vollkommen d'accord sind, dass den Inzest ein Fait aus den als eigene Fait soll bestraft gehen, konsideriert gehen. Mit das aber zu haben froh, wie am Rapport steht, am rapport, nicht am Gesetz selber, le projet de loi prévoit d'élargir la liste des personnes pouvant être auteurs d'un viol ou d'une atteinte à l'intégrité sexuelle incestueux aux personnes, und dann kommen die Rapport eben nur mit dem Kant, die aber nicht zur Familie gehören. Das heißt, da ist eine Kontradiktion mit dem Ursprung, für was das verboten ist, als ein klare biologisches Raisonnement, dem wir absolut auch matdrohen können, mit dat Traineren aus dem Sport oder Edukateuren an de Foyeren und so weiter und so fort und gleich bestraft gehen, als aber etwas, weil du siehst, der Sinnhaftigkeit von der ursprünglichen Disposition nicht unbedingt entspricht. Natürlich sicher ist das, an Lust mich da ganz klar sehen, auch das verurteilen, aber wenn so Sachen geschehen, weil Leute eine Vertrauensposition gegenüber einem Minderjährigen missbrauchen, das ist absolut zu verurteilen, mir für das als incestueux zu bezeichnen, als einfach faktuell falsch. De Consentement mutuel als ein zentrales Element, lo ja natürlich, sobald Minderjähriger konzerniert sind, selbstverständlich, aber das weitet sich aus an den Bereich von den Erwachsenen. Und da muss ich aber so, und da haben wir aber auch Deriven an den USA und so weiter, wo wir hinkommen, schon mal da rausgedrückt, wo wir nur an eine Situation kommen, wo so Verträge sollen ausgefüllt gehen, Sexual Consent, Contract Form, kriegt im Internet. Da sind dann an 23 Schritt kann ihn dann ausfüllen, wer den d'accord ist, das ist terribel romantisch, von den Overs zu summen erste geht. Und dann soll eventuell dann den Ofen ein bisschen verlängern, da kann ihn dann für die Runde, das da genau beschrieben, einen Vertrag ausfüllen, mit den Rechten und Pflichten von den zwei Seiten, inklusive Failure to Perform und so weiter, Early Termination, das bis an den letzten Detail für eine Formen und so weiter, das ist auf jeden Fall nicht, was wir wollen, das ist nicht die Relation zwischen der größten Leute, die wir als vorstellen, mit das aber schlussendlich Konsequenz für so Gesetze, dass die eng an die anderen sich müsse versichern über hier Rechte und nicht, dass eine sexuelle Begegnung bemol für Griechenland mit alle möglichen Reprochen und so weiter. Wir sollen also aufpassen, dass wir da nicht an eine Überjuridizierung von so erotischen oder anderen Relationen kaffeieren. Dann haben wir etwas, was wir absolut begrüßen, dafür stimmen auch nicht gegen das Gesetz, trotz aller Kritiken, dass das Datei Lutte contre la Pädopornografie verstärkt wird, dass das ja auch meine Stimmsetzung zum Teil von einer Direktiv, das begrüßen wir, das ist absolut gut, dass wir das machen, weil wie bei anderen Sachen ist natürlich auch vieles, was sich justifizieren lässt, und hier ganz besonders, dass die Lutte contre la Pädopornografie verstärkt wird. Ich will noch ein Wort so, vielleicht das auch, ich habe mir da rausgesicht, das auch vielleicht ganz wichtig, das zu unterstreichen bei der Diskussion um den Inzest, dass wir ja auch Diskussionen haben über Procréation médicalement assistée avec tiers d'honneur. Und da geht auf den État généraux de la Bioethik für kurzem geht da auch Konstatation, dass du siehst PMA avec tiers d'honneur, weil eine ganz kleine Zahl von Donneuren geht für Sperma, dass das auch den Risiko von einer incestuösen Relation erhebt. Da hat man den Témoignage von einer Koppel, die rausgefunden haben, wo sie hier Originen retraciert haben, dass sie sich Bruder und Schwester wären, weil sie im selben Donner wären, oder Halbbruder, Halbschwester. Also das ist schon so, dass auch die Komplexität wird Lutte contre l'inceste, das ist schon ganz gut, aber sie kann sich eben auch an Domänen ausbreiten, über die noch nicht so viel diskutiert wird, die aber auch tendenziell immer mehr Leute konzerniert, weil eben mehr Leute auf so Techniken zurückgreifen. Dann haben wir die Situation mit der Clause Romeo und Juliette und so, das ist natürlich auch aus sich eine gute Sache, das ist natürlich immer arbiträr eine Altersgrenze festzulegen, das ist aber gut, dass wenigstens darüber nachgedacht wird, dass du nicht eine allgemeine Penalisierung könnt. Ich weiß nicht, wie es heute ist, ich weiß aber, dass nach 24 Jahren oder so, dass mir sind auch selber Fälle bekannt, dass eine Schülerin den Professor bestört hat und noch ein glückliches Koppel gesehen. Ich weiß nicht, ob das heute alles strafbar wäre, wahrscheinlich mit diesem Gesetz schon. Es gibt am Ausland eine bekannte Koppel an einem Notbestand mit einer hohen politischen Funktion, wo den jungen 15 Jahre alt und Madame 39 Jahre alt, wo sie sich kennengelernt haben, an ihre Relation angefangen haben. Heute wird das wahrscheinlich dann auch ein größeren Fall für die Justiz. Es ist so, dass ihr bei all diesen Sachen viel Wichtiges und Richtiges seht,
nämlich dat manjähriger unbedingt muss protegiert gehen. Das aber an Eisen an so, dat sich muss affügen an den Kader, wo rechtsstaatliche Prinzipien an dat man net von Emotionen, die aber berechtigt sind, op we ledelosen den Rechtsstaatlichkeit an Proportionalität an den Maßnahmen, die man holen, vorstellen. Wir werden als Teil mit einer Kritik von den Gerichten, von den Justizinstanzen, die wir überholen, dafür stimmen wir nicht dafür. Aber die Lutte contre la Pädopornografie an einer positiven Element, da wollen wir unterstützen, dafür stimmen wir auch nicht dagegen. Ich soll nicht merci.